mal endlich auf das vertrauen, was man will. Und Neville Goddard sagt auch, oder, das Vertrauen auf seinen Prozess und der Glaube ist wichtig, der Glaube, oder? Und er sagt auch, am Anfang, du musst dich gegen deine äußeren, also gegen den Sehnerv, Sehsinn und alles, musst du da fast schon ankämpfen, weil eben der Kopf, vor allem, ich merke es ja bei mir, der Kopf sagt die ganze Zeit, nein, äh, mach's anders, es geht schneller. Und da bin ich jetzt auch dran, das wirklich einmal sacken lassen und auch mal ganz anders auf das Ganze eingehen und halt mal Sachen weglassen, wenn ich es eigentlich nur mache in der Hoffnung, dass es schneller ist. Weil das ist ja dann nicht ein Glaube, sondern eine Hoffnung. Nicht ich glaube daran, dass es, sondern ich hoffe, dass ich mit dem schneller ans Ziel komme. Und mein Wunsch ist ja ganz fest, dass ich nur mit einer Plattform das Ganze kann, aufbauen und darum versuche ich jetzt auch nur bei der zu bleiben, oder? Mal dem vertrauen, was in meinem Gefühl ist. Und dann habe ich auch mal Rückmeldung, oder? Auch einmal etwas Neues wagen, mal etwas Neues probieren, dass man auch mal Rückmeldung hat. Man kann ja nachher immer noch sagen, nein, geh nicht, ich mache es wieder anders. Aber sich einmal die Erlaubnis geben, etwas Neues probieren, mal etwas Neues machen. Und genau, aber da merke ich halt auch, oder? Nur die paar Tage weglassen, ist enorm schwierig am Anfang, oder? Weil die Gedanken dort sind. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Beispiel mit dem «Ich bin hässlich», oder? Jetzt, wie lange sind die Gedanken schon da, oder? Die sind nicht einfach von heute auf morgen je nachdem weg, sondern man muss sich mal bewusst werden, was man sich da die ganze Zeit antut. Und wenn man merkt, okay, man tut sich mit seinem Denken wirklich so viel Negatives vielleicht an, dann wird man auch automatisch anfangen, einen Weg finden. Oder man muss ja zuerst einmal, wenn man weiß, dass man selber der Verursacher ist, dann kann man auch noch Lösungen finden, weil man weiß, man kann sie auch selber wieder lösen. Oder? Aber viele haben das Gefühl, ja, jetzt hat der mich ja beleidigt, ich fühle mich wegen ihm schlecht. Aber wenn man weiß, okay, die Ursache ist vielleicht mal von mir gekommen, ich selber bin der mir eigentlich die meiste Zeit sagt, ich bin hässlich, weil ich in den Spiegel schaue und das schon das Gefühl habe, ich sehe mich in Kleider, habe das Gefühl. Oder dass man dann halt mal sich selber an der Nase nimmt. Aber dann muss man halt auch zuerst wissen und sich nicht böse sein, sich nicht dafür schämen, oder? Zu merken, okay, jetzt, ich bin vielleicht selber schuld, sondern es geht ja gar nicht um, eben, es geht nicht um Schuld. Du bist nicht selber, ja, eben, wir nennen es so, aber es geht gar nicht darum, zum einen Schuldigen zu finden, sondern zum merken, hey, mir hat sich das vielleicht selber angetan. Nicht böswillig, es kommt vielleicht irgendwoher von der Kindheit, ein blöder Spruch von irgendjemandem und darf jetzt das Ganze mal loslassen oder nicht weiterhin sich so nennen. Und das ist, ja, also ich bin auch vor dem Spiegel gestanden und habe angefangen, mir einmal zu sagen, ich liebe mich bedingungslos. Oder? Und dann einmal, das noch nie gesagt, extrem komisch, oder? Und jetzt merke ich gerade, oder? Jetzt, das sollte ich auch wieder machen, ist jetzt auch wieder vergessen gegangen. Aber viele sind dann, oder sagen sich die ganze Zeit, ich bin hässlich. Und dann versuch dir mal zu sagen, wenn du in der Art, wo du negativ mit dir redest, zum Beispiel, wenn du sagst, ja, schau, ich komme immer zu spät, mal sage ich komme pünktlich, oder mal schauen, was löst das in dir aus, oder? So einen richtigen Widerstand. Und dann merkst du auch, oder? Dort, wo du Widerstand hast, das ist nicht das, wo du aktuell lebst. Also das heißt, wenn du dir sagst, ich bin hässlich und das fühlt sich vertraut an, dann weißt du, dass das deine Realität ist. Wenn du dir sagst, ich bin schön und dich das irgendwie komisch stimmt, dann weißt du, das ist aktuell nicht dein Gefühl, weil es wehrt sich, oder? Du wehrst dich innerlich dann gerade, oder? Der Kopf will da erklären, nein, das ist anders, oder? Und dann anfangen irgendwie sich bewusst zu werden, dass man es nicht mehr sagen sollte. Und das nicht mehr sagen, das ist jetzt wie ich nicht mehr nachschauen, oder? Den Trigger wegnehmen. Und das ist extrem schwierig. Das ist, also ich finde es mega schwierig. Etwas ganz Einfaches, nicht nachschauen, ob, wie fest mein Beitrag ausgespielt wurde. Und das fällt mir so schwer, oder? Und, aber ja, vielleicht auch andere Rituale an die Stelle setzen. Aber ja, da bin ich auch noch dran, wenn ich da mehr herausfinde, gebe ich da gerne weiter. Die Girl. Ja, erstmal unser Büsi. Ist ein Schossbüsi. Beides sind Schossbüsis, haben wir. Zwei Schossbüsis haben wir. Genau, der Simbi und das Girlie. Und ja, und haben mega Freude. Sie schlafen auch viel bei uns. Und genau, jetzt. Danke Sandra an dieser Stelle.